Hey ho, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Eigentlich habe ich vor, das Wochenende mit meinen Eltern ins Tessin ausfahren, weil dort haben wir jetzt ein Wohnmobil und wir übernachten dort drin. Weil mein Bruder dort unten etwas hat und jetzt ist das Problem, ich habe vorher eine Anfrage bekommen, ob ich noch etwas mitmachen will. In der Fusion Arena, ich kann wahrscheinlich schon den Titel lesen, wie ich ähnlich überhaupt. Und jetzt muss ich ganz kurz noch schnell alles zusammenpacken, weil ich muss nachher noch zuerst ins Training. Und der muss jetzt los, heißt, ich würde sagen, wir packen es schnell zusammen. Fertig gepackt. Boah, ich schwitze. Also, Rucksack ist da mit der Kamera, da ist es noch. Und ja, schau nicht zu fahren, ich weiß, es ist fucking ungeräumt. Aber ja, ich muss jetzt los. Cappy ist on und ich würde sagen, wir sehen uns draussen wieder. Nämlich bin ich jetzt auf dem Longboard unterwegs und ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe jetzt extra das Display aufgeklappt, dass das Mikro einigermaßen geschützt ist vor Wind. Aber das letzte Mal hat es auch nicht funktioniert. Darum hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Weil sonst ist es sehr scheiße. Jetzt solltet ihr mich auf jeden Fall hören, weil jetzt habe ich das Longboard ab. Also bin jetzt am Laufen. Ich schwöre, vorher, als ich gefahren bin, kein einziges Auto muss durchfahren. Aber jetzt, wenn ich mit der Kamera schnurre, of course, jeder muss jetzt durchfahren, dass man wieder nicht versteht. Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass die Shots, die jetzt nachher nicht so geil sind wie sonst, weil ich nur die kleine Kamera dabei habe. Wenn ich jetzt aber los ins Training muss, ich würde sagen, los geht's mit den kleinen Vibes und den Shots. Woohoo! Ich würde schon sagen, der Übergang war geil. Also ich hoffe, ich kann es zumindest so machen, wie ich geplant habe. Wenn nicht, sieht es ziemlich scheiße aus. Also jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Dort nehme ich nachher den Zug und fahre Richtung Zürich. Und dort gehe ich nachher in die Fusion Arena. Wenn ihr noch ein paar Vibes, ich meine, wir haben zwar schon ein paar Vibes, aber es wäre geil, noch ein zweites Ding zu mir sagen, let's. Ich bin jetzt in der Fusion Arena angekommen nach einer kleineren, komplizierten Fahrt. Der Grund war, weil ich den einen oder anderen Bus oder Tram nicht Station gefunden habe. Und dementsprechend dann musste ich ein bisschen umfragen, aber das hat jetzt schon geklappt, weil sonst normalerweise fahre ich einen anderen Weg, den ich kenne. Aber leider ist das momentan nicht der Fall gewesen und ich musste ein bisschen suchen. Aber ich bin jetzt schlussendlich hier. Das ist schon mal die Hauptsache. Und ich bin jetzt angekommen, ich bin da hinten, weil jetzt die Leute noch drin sind. Am Spielen. Ich habe jetzt vorher gerade das ausprobiert. Ich weiß nicht, ob Selina etwas gefilmt hat, weil Selina ist momentan auch da. Man fühlt sich wie so auf einem Vogel, man fühlt sich so, als wäre man ein Vogel über New York und kann dort rumfliegen und halt mit dem Flügel wirklich so
machen und ist mega, mega geil. Jetzt gehe ich nachher in den Raum, weil das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich da bin, weil die Fusion Arena hat eine neue Beta-Version von einem Shooter, den sie rausbringt. Und den gehen wir jetzt nachher testen und ich darf dort drinnen zwar nicht filmen, aber ich sehe jetzt ein paar Tonaufnahmen, die ich gemacht habe. Das wäre es mit den Aufnahmen von drinnen vom Raum. Also wie gesagt, ich kann nicht filmen, weil das Ganze halt, ja, sollte nicht öffentlich gemacht werden, was da drin jetzt genau ist. Und ich will euch ja nicht den Spielspaß verderben, darum schneide ich vielleicht einfach 1-2 Audioszenen rein und lege dann irgendein Bild drüber. Ja. Das werdet ihr jetzt gesehen vorher, ich weiß noch nicht, weil ich muss das Ganze noch schneiden. Also auf jeden Fall, mein Fazit dazu, es war mega, mega geil gewesen. So, man kann es von 2. bis zu 4 Spieler spielen, das heisst, ja, ich könnte gerne mal mit den Kollegen reinkommen und spielen. Und es ist wirklich mega interessant, weil man erstens überhaupt kein Gefühl mehr, man weiss so, wo man startet, aber wir haben nachher wieder runtergenommen und dann einfach so, wo sind wir, wir haben keine Ahnung gehabt. Und es ist einfach so, die Waffe hat einen Rückstoß, das heisst, wenn man schießt, dann hat sie automatisch Rückstoß zum Nachladen, muss man unten so drücken. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch nachher die Waffe noch schnell zeigen, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht, das muss ich nachher noch schnell den Ronny fragen. Und ja, jedenfalls sind wir dann eben das dritte gewesen, mit Selina und dann haben wir den Shooter gespielt. Zum Teil hat es noch ein oder andere Bugs gehabt, aber für das ist ja die Beta-Version da, dass genau das kann behoben werden, wo nicht sein eigentlich. Jedenfalls kommen wir mal vorbei, ich verlinke euch die Seite von der Fusion Arena unten. Und auch, was ihr verlinkt habt, unten in der Beschreibung ist mein Insta und alles. Dort habt ihr auch ein Bild gesehen, habe ich auch das Bild von da aufgeladen, von der Arena. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives in. Yay! Das kann nicht wahr sein, das dritte Mal und jetzt muss ich nachher richtig hart säckeln. Ich komme 5 ab A im HB und 9 ab fährt mein fucking Zug. Ja, that's gonna be fun, man. Ich freue mich jetzt schon nicht drauf, aber jetzt kommt der Bus. Das heisst, ich muss jetzt auf den Bus. Jetzt. So, das war es aber mit dem heutigen Vlog. Ich habe jetzt am Ende nicht mehr Hektik gehabt, als bereits gewesen wäre, aber ich weiß, der Vlog heute ist nicht so qualitativ hochwertig wie sonst, dafür entschuldige ich mich auch, aber ich kann halt dort innen einfach nicht filmen, ich hätte gerne gefilmt, aber ich kann nicht. Darum, ich hoffe, der Vlog hat euch wirklich gefallen. Nächste Woche gibt es einen geilen Vlog, weil ich fahre jetzt nämlich ins Tessin und von dort gibt es sicher die eine oder andere geile Szene. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.